Herzlich willkommen zum SF Krimi Podcast. Mein Name ist Wolfram Höll. Bei mir ist die Frau, die mir schon öfters das Händchen gehalten hat. Susanne Jansson. Hallo Wolfram. Dabei habe ich dich noch gar nicht so oft verletzt irgendwo auf der Straße gefunden. Oder wobei habe ich dir das Händchen gehalten? Ich meine, mehr im alten Radiostudio im Bruderholz Basel, wo wir beide gearbeitet haben, da war ja das Hörspielstudio im Keller. Man musste wirklich runtergehen. Im Keller ist ja eh schon mal gruselig, es war dunkel. Und ich muss wirklich sagen, ich glaube, da unten hat es gespukt. Und das war eigentlich genau der Grund, warum ich da nie alleine runtergegangen bin. Was hast du denn erlebt? Du, manchmal ist so ein Tonband von selber angegangen, die Windmaschine hat sich gedreht, da stand ja auch mal ein Flügel rum. Du warst noch vor dem Studio, hast ein leises Geklimpern gehört, und als du Tür aufmachst, niemand da, alles still. Und deswegen bin ich gerade nicht mit Schauspielern runtergehen konnte, um was aufzunehmen, sondern einfach mal so ins Studio musste. Erinnerst dich vielleicht schon gar nicht, weshalb ich immer gesagt, Susanne, komm doch mal mit mir ins Hörspielstudio. Es ist wirklich, also auch jetzt in Erinnerung, ein sehr skurriler und sehr schöner Komplex gewesen mit ganz viel 70er Jahre Charme und Farben. Und das Gruseligste, woran ich mich erinnern kann, ist, dass es auf den Damen-WCs zwar offiziell einen Bewegungsmelder gab, der aber wirklich nicht mehr anging, wenn man auf dem WC war. Und du hast ja gesagt, man war in diesem großen Komplex da unten im Keller, man fühlte sich doch schon, wenn man alleine war, ein bisschen unwohl. Und dann noch im Stockdunklen auf dem WC zu sitzen und der Hausdienst meinte zu mir, du musst einfach laut rufen. Und dann ruft man noch Hallo. Genau, doch, es wäre auch, würde auch auf Stimme reagieren. Und wenn du dann aber noch im Dunkeln sitzt und Hallo rufst und es passiert nichts, 3-mal, dann wird's richtig weird, genau. Aber gut, wenn ich dir die Hand halten konnte, dann bin ich doch froh. Ich habe es offensichtlich verdrängt. Vielleicht haben wir was ganz Schlimmes erlebt. Du kannst mir heute wieder beim Hörspiel die Hand halten. Es ist Vollmond, das heißt Zeit für gruselige Geschichten im Krimi-Podcast. Wir hatten es ja schon angekündigt, weil wir jetzt 100 Jahre Schweizer Hörspiel feiern. Macht Grauen im Krimi-Podcast eine kleine Pause. Und wir gehen eben genau wieder in den Keller oder in den Erinnerungen in die Geschichte und schauen, was da noch für gruselige Hörspiele gemacht wurden. Bei SF, DRS, Bero, Münster, wie sie alle hießen. Ja, aber ich meine, das Studio Basel war da schon tonangebend. Da wurden die Ferima-Geschichten, erzählte das im Ferima, ist ja auch Baseldeutsch als Sprichwort, gemacht. Und eben auch das, wovon wir euch heute die erste Folge zeigen wollen, zu Ohren bringen wollen, die 1002. Nacht von Annemarie und Hans-Peter Treichler. Diesmal kein Ehepaar, sondern Geschwister. Genau. Ich finde das wirklich toll. Ich muss sagen, ich kannte das noch nicht. Du hast es ja gefunden. Aber auch nur, darf ich das einfügen, auf Hinweis eines Hörers, der sich gewünscht hat, dass wir das mal wieder bringen. Ja, wirklich, wirklich toll. Auch vielen Dank da. Ich kenne mich mit dem Ferima ganz gut aus, weil wir den noch viel gehört haben, als wir Grauen entwickelt haben. Und der war ja von 53 bis 64 und jetzt 1002. Nacht 77 bis 79, wie die zweite große Hörspielserie mit gruseligen Geschichten von SRF. Funktioniert auch nach einem ähnlichen Schema. Es gibt eine Rahmenhandlung an einem Ort und dann erzählen sich durch diverse Bremsungen, kann die Handlung nicht mehr voranschreiten und dann erzählen sich die Leute gegenseitig Geschichten. Klingt ja auch ein bisschen wie Grauen, gell? Das stimmt. Aber hier ist es wirklich eine wunderbar musikalische Folge, die wir da hören. Können wir auch danach noch drüber sprechen. Geht los mit einer Autofahrt übers Land, wo man eine alte Burg sucht, auf der 4 Musiker zusammen ein Konzert spielen sollen. Genau. Konzert im Schloss heißt dann auch die Folge. Viel Vergnügen bei der 1002. Nacht von Annemarie und Hans-Peter Treichler. Viel Spaß. Konzert im Schloss. Sie hören die erste Folge aus der Reihe Die 1002. Nacht von Annemarie und Hans-Peter Treichler. In den Hauptrollen Silvia Joost, Heiner Hitz, Daniel Blancherel und Peter Holliger. Regie Martin Bock. So, jetzt wird aufgeräumt davon. Geht's noch? Der fährt ja selber schon 120. Das rachetische Zweitakter. Und jetzt kommt noch der wassersüchtige Holzvergaser. Nicht schauen, Papa. Immer geradeaus fahren. Bruno, ich will irgendwie lebendig dort ankommen, spielen dort. Deinen Schwanengesang spielen, meinst du?
früher oder später läuft doch einmal die Wahrscheinlichkeitsrechnung in Hammer. Jetzt hat er 100'000 unfallfrei. Dann Du wirst schon gescheiter deinen Brüder ins Gewissen reden, statt volle Sprüche machen. Der eigene Bruder ist der letzte Mensch, der man drauf lässt. Wenn du vor allem die Hosen und die Schuhe austrägst, verlierst du von Anfang an jede Art von Autorität. Da kannst du lange im Streichquartett die erste Geige spielen. Bruno, da will doch links raus. Ja, solange nicht rechts will. Harry, was hast du da vorher eigentlich zu rüsteln wegen dem Corelli? Ich finde, du nimmst das Andante jetzt langsam. Beim Corelli bedeutet das Andante 140 auf der Autobahn und musikalische Spitzfindigkeit. Ja, Marliesli, jetzt haben wir es dann gerade. Ausfahrt Langenburg 200 Meter. Jetzt gehen wir mal leicht beschleunigt die Kurven und bremsen mit einem leichten Gegendruck. Oh, Bruno. Ach, die Kurven sind auch nicht mehr was früher. Harry, gib mir doch mal die Spezialkarte. Welche? Ja, auf der Einladung, da hat sich ein Grocki drauf, wie du am besten auf Liesbach kommst. Ausfahrt Langenburg und dann... Komm schnell! Ja, warte doch. Der Schloss Schaneck. Warte jetzt. Ausfahrt und dann geradeaus bis zur ersten Kreuzung. Ja, sind wir drauf, das fahren wir alles nach Gehör. Liesbach 10 Kilometer. Gott vertelle, wieso dann 40? Engpass, siehst du es doch. Engpass, da zittert sogar der Grosspapi auf der Sonntagstour mit einem 50er durch. Ach, Söbi. Bei dir ist mir immer ein Stein ab dem Herzen, wenn man von der Autobahn unten ist. Schön haben sie es da. So richtig schöne, dunkle, grüne Wälder. Ja, sie hat sich noch Mühe gegeben. Ein richtiger Dschungel ist das. Ja, einer da draussen kann wohnen. Die vom Schloss wohnen jedenfalls nicht drauf. Das haben sie nur gemietet für heute Abend. Für den Empfang. 200 Jahre. Wie heisst es? Du hast die Einladung. 200 Jahre Pfeifer AG. Jubiläum auf Schloss Schaneck. Zum Auftakt spielt das Streichquartett Rüesch mit Marlies Alda, Bruno und Harry Rüesch. Du, wir wissen auch, wie wir heissen. Was ist mit mir? Nichts. Schlaf noch mal weiter, verpasst ist nichts. 40 auf einer pfeifengraden Strecke. Herzlichst Ihr Generaldirektor Pfeiffer. Bist du mit dem Gerät, Harry? Eigentlich nur mit der Sekretärin. Ist aber eine tipptoppe Firma. Gage selbstverständlich im Voraus. Der Scheck war da, kaum habe ich das Telefon eingehängt. Was hast du verlangt? 1,8. Findest du überrissen? Überhaupt nicht. Wenn sie authentische Rokoko-Musik will, dann Dann müssen sie auch etwas dafür machen. Nein, im Ernst, Bruno. So finde ich das Andante zum Einschlafen. Siehst du, hast du tatsächlich geschlafen? Ein bisschen. Ist noch sehr weit bis Chateau. Schaneck? Nein, 12 Kilometer. Wir sind eine Stunde zu früh. Und wo sollen wir da eigentlich spielen? Im Rittersaal. Etwa 2 Dutzend Gäste. Na, hoffentlich haben die geheizt. Das gibt's doch nicht. Knabeninstitut Benjamin. Was? Ich habe gar nicht gewusst, dass es da umeinander noch Filialen hat. Ich habe immer nur das eine gekannt, das Institut Benjamin auf dem Thunerberg. Hochinteressant. Du, das ist nicht zum Spassen. Dort habe ich die verrückteste Geschichte von meinem ganzen Leben Erlebt, sag's doch. Erlebt, jawohl. Von deinem bunten, schillernden, abenteuerlichen Leben. Ja. Erzähl sie doch, so schlafe ich noch ein hinter dem Steuer. 35 wegen diesen paar Kürfel. Erzähl doch, Marlies. Ah, il me tue mit seinen Kürfli, ja? Von mir aus. Also, am Thunerberg hatte es auch so ein Institut Benjamin. Eine Bubenschule. Und ich habe als kleines Mädchen dort einmal gewohnt. Wie klein? Lass sie doch, Bruno. Ich bin, glaube noch nicht einmal wie Kinski. Meine Mutter hat dort als Köchin gearbeitet und wir haben auch im Küchenanbau gewohnt. Man muss sich das Haus so richtig romantisch vorstellen. Ein riesen Bau mit Erker und Türmchen, so einer Art Schiessscharte und so einer Terrasse mit farbigen Scheiben. In ein paar Zimmern haben sie Schule gegeben und ein paar waren auch Schlafsäle umgebaut. Es hatte etwa 50 Buben und einen Rektor. Am besten kann ich mich natürlich an die Küche erinnern. So ein Backsteinbau voll Efeu mit einer Tür in den Garten. Und einen riesen Kochherd, wo man ganze Ochsen drauf braten konnte. An der Wand ist noch eines von diesen Lütti-Brettchen gehangen, mit Schildern dran für das Herrenzimmer, das Rauchzimmer, Salon und so weiter. Und wenn sie früher auf den Knopf gedrückt haben, die vornehmen Herrschaften, dann ist das Schild runtergefallen und das Lütti hat geschaut. So ein uraltes elektrisches Lütti wie eine Pausenglocke, aber die war natürlich schon lange abgehängt. Ich habe es jedenfalls nie gehört läuten, nur an einem Abend, was es draussen geschüttet hat, an einem Frühlingsabend. Meine Mutter ist am Tisch gehockt und hat Gemüse gerüstet. Und ich also den gleichen da. Und im Gang aussen hat Frau Fischer Wäsche sortiert. Tante Fischer, Gouvernante. Mit Schlüsselbund und Bäckchen wie ein Goldhamster.
Marlies, wenn du doch nur ein paar Augenblicke abhocken und Ruhe geben. Ja, kein Teig mehr für Teigmännchen. Jetzt hast du derzeit den ganzen Teig aufgebraucht. Ich musste doch probieren, Mami. Du probierst ja auch an. Also gut, dann tun wir sie jetzt in den Backofen rein. Was hat denn da so gechattert? Ja, keine Ahnung. Das Leute da oben, glaube ich. Ja, gehen Sie mir doch weg. Das ist doch gar nicht mehr angehängt. Seht ihr jetzt? Seht ihr? Man sieht sogar, wie der Klöppel, da, wie man sagt, wie das sich bewegt. Hey, das gibt's doch nicht. Die Glocke hat doch gar keinen Strom. Vielleicht ist es der Briefträger. Jetzt sind es 12 Jahre, dass ich hier arbeite und die Schelle hat noch nie einen Mucks gemacht. Vielleicht, weil es so regnet, Frau Fischer. Wenn sie vielleicht feucht worden, irgendein Kontakt? Ich habe gemeint, mir gäbe es etwas, wenn ich das Chattern gehört habe. Also morgen sage ich im Kopf, er soll die ganze Glocke oben abholen. Das ist ja direkt unheimlich. Mami, es war eben gleich der Briefträger. Aber doch nicht um diese Zeit, um 7:30. Jetzt ist er gerade beim Fenster vorbeigelaufen. Ja, hör doch auf. Jetzt steht er vor der Tür mit einem grossen Pack. Augenblick, ich komme gerade. Was wollt ihr? Was hättest du wollen? Meine Mutter. Die Mutter? Da bist du, glaube ich, nicht am Recht. Ich muss zu meiner Mutter. Ich weiss nicht, von wem du redest. Das ist nicht das rechte Haus. Meine Mutter ist sie nicht. Nein. Die ist ganz sicher nicht da. Sicher nicht. Was muss ich denn jetzt machen? Wart doch! Hey, du! So, wart doch! Ja, ist ja gleich. Was war das für einer? Haben Sie jetzt gerade so gerufen, Frau Walter? Ja, es hat geklopft, der Bub. Ein Bursch. Flotschnass war er. Geschnitten hat er sich auch noch. Ich habe noch halber gedacht, ich hätte etwas gehört. Es hat tönt wie der Tommy. Wer ist der Tommy? Wie hat er ausgesehen? Ganz verregnet. Bist jetzt still, Marlies. Blond, ziemlich mager, mit einem Gärtnerschutz an, einem grünen. So um die 15 herum, ein hübscher Bursch. Ja, das muss der Tommy sein. Und Sie haben ihn vorgeschickt? Er hat gesagt, er suche seine Mutter. Und als ich gesagt habe, ich wüsste nicht, wer er meint, ist er weg. Ja, die Marlies hat recht. Er war ganz verregnet. Er hat sich auch in die Hand geschnitten oder etwas. Er hat damals das Blut am Schurz abputzt. Ach, je. Ja, Sie haben das natürlich nicht wissen. Ja, das war sicher der Tommy Töpfer. Der Anni Töpfer, ihr Bub. Das ist die vor Ihnen hier gekocht hat. Der Tommy hat eine Zeit hier gewohnt und der Rektor hat ihm sogar einen Schulplatz gegeben. Ja, da wäre nichts rausgekommen dabei. Gescheit genug wäre er schon gewesen, aber einfach zu wild. Kein Sitzleder. Ist es recht, wenn ihr ein bisschen hilft, Marlies? Ja, gern. Ich habe einfach ein ungutes Gefühl wegen dieser Glocke. Ist er denn durchgebrannt? Der Tommy? Jetzt, meinen Sie? Ja. Das sieht fast so aus. Also das erste Mal war es nicht. Der Rektor Villiger hat ihm dort mal eine Lehrstelle gesucht. Auf der Post, im Unterland. Er hat das gerade 2 Monate ausgehalten. Ist so oben einfach ausgezogen und ein paar Stunden später hier vor der Tür gestanden. Genau wie heute oben. Es hat sogar genau gleich geschüttet wie jetzt. Was hat er denn sonst noch gesagt? Ich habe einfach gefragt, wo seine Mutter sei. Nein, warte, Bohnen ins Sieb. Wenn er sich noch nicht antut. Von wo ist er echt das Mal gekommen? Als er vorgelaufen ist? Ja, irgendwo da hinten im Freiburgischen. Er hat doch immer behauptet, er wolle Pflanzer oder Farmer werden. Der Rektor hat ihn dann beim Wort genommen und hat ihm eine Gartenbauschule oder so etwas gefunden. Beim Schwarzsee hinten. Warum weiss er denn nicht einmal, wo seine Mutter wohnt? Vielleicht war er durcheinander. Oder ist er seither noch gar nie auf Besuch gewesen? Aha, in der Stadt unten. Sie arbeitet in einem Hemdladen. Der Fenchel auch. Warte, den muss ich noch waschen. Sollte man ihn nicht anrufen? Daheim hat die kein Telefon. Derzeit ist sie sicher nicht mehr im Geschäft. Ich habe einfach so ein gutes Gefühl. Sollte man nicht runter? In die Stadt? Wegen der Frau Töpfer? Bei
diesem Regen. Also gut. Ich kenne sie ja gar nicht. Mit dem Velo sind wir in 2 Minuten unten. Und in einer halben Stunde wieder da oben. Hol schnell den Regenschutz. Ich sehe ihn heute noch vor mir, wie er da im Regen vor der Tür gestanden ist. Nur schnell zwischendurch, Marlies. Wie geht es von Liesbach aus weiter? Dort sind wir jetzt nämlich. Bei der Kirche rechts abbiegen. Wie ist es dann weitergegangen, Marlies? Die 2 Frauen sind auf die UNABO mit der Frau Töpfer zurückgekommen. Die hat nämlich auch nichts von ihrem Tommy gehört. Und am Schluss haben sie gefunden, es wäre das Gescheitste, man würde ins Knabeninstitut zurück und direkt den Filiger fragen. Flotschnass sind sie in der Küche angekommen. Frau Töpfer hat geheult und dann sind sie zum Rektor raufgestiegen. Ist doch noch kein Grund zum Rennen, Frau Töpfer. Der Bursch wird schon wieder vorkommen. Aber wieso ist er Wieso kommt er jetzt Benjamin? Das müssen wir eben herausfinden. Ist er durcheinander, Frau Walter? Oder besoffen? Also sicher nicht betrunken. Eher verzweifelt. Sie sind bombensicher, dass es der Tommy war. Nein, wartet, ihr kennt ihn ja gar nicht. Aber ich hätte da... Aber ich bin sicher. Die Stimme wird ja... Ja, Frau Fischer. Aber ich möchte jetzt Frau Walter hören. Auf dieser Foto. Kennt ihr da jemanden? Könnte es der da gewesen sein? Ja, bei diesem Licht ist es natürlich schwer. Also, der war es sicher nicht. Ender? Nein, sogar sicher der. Der da. Zeigen Sie mir. Ja, das ist der Tommy. Da ist er halt wieder einmal ausgerissen. Das können wir schon wieder einrenken. Am besten Leute nicht zum Direktor von dieser Schule, von dieser Gartenschule. Hinter euch hat es einen Ordner, wo Korrespondenz Schulen draufsteht. Wenn man denkt, ja, genau, danke. Hummel hat er geheißen. Hasenstrick, Heberle, ja, das ist er. Pius Hummel. Einen Augenblick. Institut Benjamin, Direktor Filiger. Ja, selber, guten Abend, Herr Hummel. Wenn wir vom Teufel reden. Ist der direkt? Ja. Ja, natürlich, der Tommy. Wir haben doch noch telefoniert wegen ihm. Ich habe schon gedacht, dass etwas sei. Ist er wieder einmal rausgelaufen? Was? Nein. Wann ist denn das passiert? Und dann ist er auf der Stelle. Ja, aber wann ist denn das passiert? Wann? Ich höre ihn noch so schlecht. Um 5:30. Heute Abend. Ja, was? Also, dann ist der verunglückt? Ja, von einem Baum runtergefallen, gerade auf seine Gärte und verblutet. Dann wäre der Bub vor der Küchentür ein Toter gewesen. Tommy sein Gespenst. Ja. Das gibt's doch nicht. Wenn ich schon frage. Oh, das habe ich schon viel gehört, dass jemand im Augenblick seines Todes... Aber warum ist der Junge sein Gespenst, meine ich, erst ein paar Stunden später erschienen? Sonst passiert das meistens exaktement zur gleichen Zeit. Ja, und da haben sie noch lange drüber geredet nachher. Bis der Rektor Filiger auf eine ganz eigenartige Theorie gekommen ist. Am 5:30 ist das Unglück passiert. Und etwa um 7:30 ist der Tommy oder seine Erscheinung auftaucht. Und genau so lange, behauptet der Rektor, wäre es gegangen, wenn jetzt der Tommy vom Schwarzsee aus mit dem Postauto, Zug und zu Fuß von Thun unten rauf, also wenn er so schnell wie möglich zurückgereist wäre. Ziemlich genau 2 Stunden. Ein Gespenst, das im Fahrplan die besten Anschlüsse raussucht. Und die Leute, haben sie bei der noch etwas herausgefunden? Der Mann von der Frau Fischer hat das Leute am nächsten Tag abgenommen, Stein und Bein geschworen, dass es überhaupt nicht mehr schädern, ohne Anschluss, ohne Kontakt. Und als er noch auf der Leiter gestanden ist, fängt es wieder an zu läuten. Einmal lang, einmal kurz, ohne Strom. Und was meinst du, wie spät war es? 5:30. Ich glaube, dieser Kille sind wir schon vorbei. Das ist ja gleich mit einem Weg nach Most haben. Ja, wir sind schon richtig. Dadurch geht es ins Schloss. Super. Ja, voll bitte. Also, auf dem Krocki steht Kille Liesbach. Und dann das Loch durch ab, rechts. Ah, das wäre aber hier hinten. Was das?
Das Trampelwägli da. Sein Chef zum Schloss Schaneck, ist das jetzt da durch oder bei dieser Baracke? Ins Schloss Schaneck, was habt ihr denn dort vor? Ist es da oder da? Dort bei der Baracke, einfach alles geradeaus. Die sind etwa 6 Kilometer. Wieso fragen Sie? Hä? Was wir vorhaben? Das ist doch eine halbe Ruine. Wir machen Musik an einem Empfang. Jetzt im Frühling? Ja, ihr müsst es ja wissen. Im Sommer da bauen sie alle schon so Schlossfesteln, aber jetzt im Frühling. Das wären 28,20. Ist der Ordnung? Ja. Ja, stimmt schon so. Oh, danke, Egid. Ja, aber irgendein Rittersaal oder etwas haben sie doch sicher da oben. Wie man es nimmt. Wie man es nimmt. Löhli. Wieso? Vielleicht hat er recht. Vielleicht meinen die, wir hocken irgendwo in Burggraben zum Spielen oder auf einem Mauer rauf. Womit beginnen wir eigentlich? Ich würde sagen, der Foucault zum Anfang. Schon wieder mit dem Foucault reintatschen? Ich hoffe nur, man kann sich da an einem Ort einspielen. Vielleicht geben sie ihm ein Burgverlies oder eine Folterkammer. Wenn das nicht der Schlossweg ist, schauen wir mal die Schlaglöcher an. Da sind sie früher in voller Rüstung galoppiert, oder? Ja, und so ein Burggespenst, das im Schrank knarrt und sich über die Serenade freut. Ein unheimliches Wort, Schrank. Man hört es direkt knarren. Schrank. Ich habe übrigens einmal ein musikalisches Gespenst erlebt. Das haben wir zwar nie gesehen, wie Marlies ihres, dafür gehört. Ah, von dem weiss ich ja gar nicht. Da hätte ich einen Weg noch gelacht. Also mach es nicht so spannend. Mais regardez, ist das nicht ein Equipage hinter uns? Ja, geht's noch, Serge. Eine Kutsche hinter uns. Mit einem 50er Totalnadelkurve raus. Jetzt sehe ich auch nicht mehr. Aber vorher, hein, je te jure. Komm, still jetzt. Also, im Harry sein musikalisches Gespenst. Bei mir geht es nicht gerade bis in die Kinski-Zeit zurück, aber immerhin in die Zeit von meinem ersten Engagement in Karlsruhe. Da habe ich bei der Staatsoper gespielt, mies verdient. Und ich war ziemlich froh, als ein paar Kollegen gefragt haben, ob ich bei einem Kaffeehausorchester mitmachen will. So die richtig schön schmalzige Salonmusik, die sie im Casino zu Baden-Baden immer noch pflegen. Oder schon wieder. Am Samstag und Sonntag von 5 bis 7 hat mich gerade noch gelangt in die Vorstellung. Ihr wisst ja, wie die alten Kursäle aussehen. So mit viel Palmen und Schnörkel, blautönten alten Damen, roten Pudel, Roten Pudel? rosa Pudel und benganische Wasserspiele. Ja, wenn ich jetzt den Namen noch wüsste. Einer hat Paul geheissen, der andere, glaube ich, Franz und am Cello Hilde. Ja. Und an der Stehgeige blieb eure Wenigkeit. A pianoforte beliebt, Demoiselle Hunziker. Ja, Gottfried Stutz, was ist denn jetzt wieder los? Warum? Ja, frag mich nicht, irgendetwas mit dem Motor. Was? Ja, Mensch. Leck, das hat noch gefällt in der Wohnbüchse. Ich muss mal schauen. Wir sind doch einen Weg gerade oben. Ja, ist gemeint. Jetzt hocken wir so richtig mitten drin. 3 Kilometer zurück auf Liesbach und 3 bis ins Schloss. Marli, stellst du ihn mal an? Und wieder ab. Es nimmt dich sicher einen mit. Ja, mit allen Instrumenten. Der Keilriemen hat's vertatscht. Kaputt? Na merde, alors. Ja, und ganz langsam zum Schloss rauffahren. Liegt das nicht drin? Langsam, Marlies. Ohne Keilriemen läuft der Propeller vom Gebläse nicht. Und ohne Gebläse läuft das Kühlwasser in Säule. Nachher kommen die Zylinderkopfdichtungen noch ja, drehen. schon gut, ich glaub dir's ja. Ja, und jetzt? Zur Tankstelle zurück. Laufen. Howie. Ach was, ich spring dann runter ein, warte da. Mit ein bisschen Glück bin ich in einer halben Stunde mit dem Garagist zurück. Dann wären wir immer noch um 7:30 dort. Am 8 sind wir dran, oder? Ja. Ja, aber die ganze Reparatur? Der Keilriemen hat 2 Minuten drin. Ein kleines Waldläufchen tut immer gut. Bis nachher, Kinder. Vielleicht nimmt ihr einen mit, Bruno. Den bringt ja gar nichts aus der Fassung. Er ist doch richtig idyllisch. Ein richtiges Idyll. Man hört Bäume wachsen, Vögel pfeifen. Eigentlich ist es sehr komisch, dass hier keiner von den Gästen durchkommt. Also, wenn du mich fragst, seid ihr schon lange beim Aperitif und den Ansprachen. So die Ansprachen, die mit einem Auge am Referent und mit dem anderen am Buffet klebst.
Harry, jetzt kannst du ja deine Geschichte erzählen. Ach ja, wenn wir auf den Baumstamm hocken. Ja. Also, wie gesagt, gesehen haben wir eigentlich nichts, nur gehört. Man müsste eigentlich sagen, es sei eine Strapazierung von der Wahrscheinlichkeitsrechnung. Also, der hat Kaffeemusik gespielt in einem Kursaal. Ein gewisser Franz, eine Hilde am Cello. Und ein Paul, der Chef war. Und ich als zweiter Geiger. Ein Problem war, die richtigen Noten aus dieser Zeit zu finden. Weil diese Art von Salonmusik haben sie natürlich nicht mehr aufgelegt. Darum hat es ein riesiges Hallo gegeben, wo der Paul an einem Abend mit einem dicken Notenbuch in die Probe kam. Alles so Pièce für Salonquartett, wie man so um 1900 herum gespielt hat. Er hat ein paar Sachen schon fotokopiert, so Stückchen, die geheissen haben: am Marmorbrunnen, Teerosen, auf einem lombardischen Markt und so weiter. Also Paul, das tust du uns aber nicht an. Was noch fehlt, ist eine richtig schön perlende Harfe, wo das Wasser nur so von den Seiten perlt. Am Marmorbrunnen. Und ein Rasensprenger auf dem Podium. Wir könnten ja auch ein bisschen Wasser ins Klavier füllen. Kommt, Kinder. Ein bisschen mehr Ernst, wenn ich bitten darf. Also nochmal. Mehr Vibrato. Das Wasser muss sprühen, nicht rauschen. Man sollte nie Gefühl durch Vibrato ersetzen, Paul. Das gilt für Geiger und Liebende zugleich. Ernsthaft, Paul, das ist des Guten etwas zu viel, zu schmalzig. Zu penetrant, finde ich auch. Franz? Also mir steckt auch zu viel Tremolo drin. Also gut, Marmorbrunnen mit 3:1,5 abgelehnt. Oder wenn wir nichts Besseres finden. Also das nächste. Regen am Fenster? Ja. Wie melancholisch. Hör doch auf. Schon wieder was Wässriges. Apropos Wasser, ich musste doch letzthin an einer Hochzeit aus Liszts Pilgerjahren vorspielen, am Wallenstädter See, wo man so richtig die Wellen rauschen und plätschern hört. Und da fragte mich doch die Braut... Franz, bitte. Na gut. Also. Wo steht denn das? Ich wollte euch nur eine kleine Einleitung machen. Ja, finde ich aber nicht schlecht so, ehrlich. Gut, dann behalten wir es. Also ich weiß nicht, ob ich das normal so hinkriege. Ist nicht schlecht. Also. Was ist denn, Harry? Meine E-Seite ist hin. Mittendrin gesprungen. Scheiße. Willst du neu aufspannen? Nein. Ich spiel's in der 4. Lage, kein Problem. Okay, gut, dann nochmal. Also. Jetzt wieder los. Hilde! Du wirst mir nicht glauben, aber bei mir ist die D-Seite hin. Einfach mittendurch gerissen. Machen wir Pause? Nein, wartet nur. Sowas spielt euch Hilde auf einer Seite, wenn es sein muss. Es soll und darf und muss auch einfach nicht sein. Tut mir leid, meine Noten sind plötzlich umgeblättert. Der Durchzug vielleicht. Hier gibt's keinen Durchzug. Dann eben ein kalter Geisterfinger und ausgerechnet an der einzigen Stelle, wo ich sie tatsächlich brauche. Bei diesem Lauf C, F, Cis, Dis, Eis, E. Im 13. Takt. Ja, genau. Bei mir auch. Genau in Takt 13. Und bei dir auch, Harry. Eben. Ja. Ich weiß das ganz genau, weil ich habe auf deine Sechzehntel hören wollen und genau da bist du ausgestiegen. Ein verhexter Takt. Das ist doch Unsinn. Aber nein, sowas gibt's.
Du, es gibt eine ganz berühmte, verhexte Musik von Cortelli für König Lear oder sowas. Und bei der passierte an derselben Stelle immer irgendwas. Eine Kulisse stürzte ein oder ein Zuschauer bekam Krämpfe oder der Souffleur bekam keine Luft mehr. Jetzt hört's doch auf. Wir werden doch wohl dieses verschissene Regenfenster noch hinkriegen. Dieses verregnete Fenster. Es sind Damen anwesend, Paul. Ja. Weißt du was? Wir spielen das Thema nochmals. Und wir lassen den Takt 13 ganz einfach aus. Ja, genau. Das ist doch kindisch. Ja, nur so zum Spaß, ja? Also gut, wenn es sein muss. Ohne Takt 13. Also los, Franz. Ja. Siehst du, man muss ja nur ein bisschen clever sein. Ja, die Suite mit dem Loch von Franz Arnold Bohrer. Wie heißt denn unser melancholischer Fensterputzer eigentlich? Regen am Fenster von F.E. Sperber, alias Spatz, alias Specht, alias Spinner. Sperber. Franz Ernst Sperber. Ich habe den Namen nicht zum letzten Mal gehört. Aber wir haben vorläufig... Und immer beim gleichen Takt ist etwas passiert. Ja, warte jetzt doch. Wir haben dann noch ein paar andere Stückchen gefunden. Und der Regen am Feister, der ist erst wieder aktuell geworden, wo wir am nächsten Samstag im Casino gespielt haben. Den Marmorbrunnen haben wir übrigens gleich noch reingenommen. Ja, hast du auch von diesem Sperber? Nein, von einem gewissen Longini. Gibst du mir mal mein Glas rüber? Gott, diese Hitze. Leute, freut euch. Nach dem nächsten ist Pause. Jedermann anschnallen, es kommt Regen am Fenster. Also ich habe jedenfalls brandneue Seiten drauf. Also, nehmt euch zusammen, ja? 3, 4. Ich kann nicht mehr. Habt ihr das gesehen? Der Kellner mit diesem riesigen Tablett voll Flaschen und Gläser. Und plumps, als hätte man ihm ein Bein gestellt. Ja, und wieder bei Takt 13. Ja. Der Chef des Service mit einer Serviette über dem Arm rast herbei, als wolle er Verwundete verbinden. Du hast recht, Harry. Wir waren wieder bei Takt 13. Ist doch alles Unsinn. Ob Sinn oder Unsinn ist eine rein statistische Frage. Was eine Mehrheit für einleuchtend hält, bekommt das Prädikat sinnvoll. Und wir sind wieder in der Mehrheit, oder nicht, Hilde? 3:1, Paul, dass da mehr als Zufall im Spiel ist. Na, ich weiß nicht. Und wer ist wohl der alte Herr, der da zwischen Hoffen und Bangen hin und her gerissen auf uns zusteuert? Eher hingerissen. Schau, wie er dich anstrahlt, Hilde. Verzeihung, wenn ich störe. Erich Markowitz ist mein Name, meine Dame, meine Herren. Guten Tag. Ich bin hingerissen, meine Herrschaften, wie Sie diese Musik an der Grenze des Kitschigen vorbeisteuern. Mit einem kleinen musikalischen Augenzwinkern, wenn ich mich so ausdrücken darf. Ein musikalisches Augenzwinkern. Wie Sie das ausdrücken, Herr... Markowitz. Herr Markowitz. Ja, und ist das für uns? Meine Herrschaften, ich erlaube mir meinem Enthusiasmus in der sicher etwas plebejischen Form, einer kleinen Erfrischung Luft zu machen. In der plebejischen Form einer kleinen... Das verstehst du eben nicht. Das nenne ich sich ausdrücken.
Bei euch heißt das einfach eine Runde schmeißen. Prost zum Wohle. Danke zum Wohle. Eine Runde schmeißen, sehr bildhafter Ausdruck. Sie haben sicher soeben den kleinen Aufruhr im Saal bemerkt. Das war ja kaum zu überhören. Ja, Sie haben nicht einmal Ihr hübsches Stück zu Ende spielen können. Ja, Regen am Fenster, ja. Der Regen wurde etwas zu lärmig. Von Franz Ernst Sperber, eine hübsche Melodie. Sie scheinen sich da prima auszukennen, Herr Markowitz. Oh ja, das Stück blieb mir im Ohr, weil ich es mit einem der grässlichsten Zwischenfälle meines Lebens verknüpfe. Passt auf, der 13. Takt. Wie bitte? Ach, nichts. Ich hatte da nach dem Krieg, dem Ersten Weltkrieg, wohlverstanden, mein eigenes Casino übernommen. Mit Stehgeigermusik, so wie Sie machen. So bewunderungswürdig machen. Oh, vielen Ein Dank. wunderschöner Wintergarten war es, danke sehr. 5 Uhr Tee, beste Kundschaft. Und da, ich hatte kaum seit 3 Wochen geöffnet gehabt, erklang dieses Lied. Ich erinnere mich ja ganz genau. Mitten in eine erlauchte Gesellschaft kracht die ganze Decke runter. Verputzt, Dekoration, 2 Leuchter, alles. Schrecklich. Ja, das kann man wohl sagen. Es gab zwar keine Toten zum Glück, nur ein paar leicht Verletzte, aber ein unbeschreibliches Durcheinander. Eine kleine Feuersbrunst, Strafklagen, ein riesiger Sachschaden. Ich musste wieder völlig von vorne beginnen. Wie war sowas möglich? Nur mein Fehler, die Decke war zu alt. Da lag Verputz auf Verputz, eine halbmeter dicke Schicht. Das war zu viel für das alte Haus. Die Musik, der Lärm und alles. Und Ihr Orchester spielte eben Regen am Fenster. Ja, ich erinnere mich ja ganz genau. Ich kannte ja die Melodie von früher her. Ja, irgendwie, muss ich Ihnen sagen, überraschte es mich soeben gar nicht besonders, als der Kellner mit seinem Tablett strauchelte. Also doch ein verhexter Takt. Bei dem Markowitz, der am Techi runtergefallen ist, wäre er so genau auf den Takt 13 gekommen. Das hat er nach so vielen Jahren natürlich nicht mehr genau gewusst. Aber mich hat die ganze Geschichte nicht mehr losgelassen. Das war mir ein bisschen zu viel Zufall aufs Mal. Hey, hört ihr, was ich höre? Was? So ein Wagen? Vielleicht der Gutsche. Der Herr Direktor, der mit der Gutsche ans Fest fährt. Mais oui, aber wo? Auf der Straße. Dann müssten wir sie aber längst sehen. Ja, das ist recht. Du hast doch vorhin schon eine gesehen, siehst du? Was für eine? Was soll ich sagen? Eine schwarze Equipage avec des chevaux. Jetzt haben sie gestoppt. Dann gibt es halt 2 Wege Schluss. Bei diesen Bäumen siehst du ja keine 10 Meter weit. C'est étrange. Sie waren hier um die Ecke. Nein, ich würde sagen, der Wind hat gedreht. Da gehst du von einem Moment auf den anderen nicht mehr. Und nachher, Harry. Wegen der Melodie? Mhm. Oh, die anderen 3 hätten mich wahrscheinlich ausgelacht. Darum habe ich hinten probiert, etwas herauszufinden über den Franz Ernst Sperber. Ein Kollege hat ein altes Musiklexikon aus dem 1920 gehabt, wo er drin war. Und dort hat es geheißen, so ungefähr, Franz Ernst Sperber, 1866 bis 1919, bekannt als Komponist populärer Tanzweisen und Märsche, Kapellmeister in Berlin, Frankfurt, Baden-Baden. Und dann etwas ganz Komisches. Starb da selbst an den Folgen eines Duells. An einem Duell 1919? Ja, das hat man auch nicht in den Kopf hinein. Aber sonst habe ich praktisch nichts mehr gefunden. Dem Sperber ist es wie manche Popmusiker von heute gegangen. Ein Zeitchen irrsinnig populär und dann von einem Tag auf den anderen vergessen. Bis ich dann aufs Ortsmuseum Baden-Baden gekommen bin. So ein Nostalgiemuseum mit alten Plakaten und Programmen und so. Ich war wahrscheinlich seit langem der erste Besuch. Jedenfalls hat der Kurator, ein alter Knusti mit Schnauz und Glatze, richtig aufgestellt reingeschaut. Franz Ernst Sperber, sagen Sie? Sperber, ja. Ein Kapellmeister und Komponist? Ja, freilich. Er komponierte diesen Marsch anlässlich des Besuchs des Großherzogs von Hohenlohe-Zerbst. Ja, den Hohenlohe-Zerbst-Marsch, ganz richtig. Ein äußerst populärer Mann zu seiner Zeit. Heiratete in 2. Ehe ein ungarisches Freifräulein. Aber nein, von einem Duell ist mir nichts bekannt. Ja, so steht es aber im Müller-Blattau in diesem Musiklexikon. Ein Duell, aha. Sowas müsste ich nachschlagen, Herr Rüesch. Aber das sollte in unseren Obituarienbänden leicht zu finden sein. Wenn Sie sich bis heute Nachmittag gedulden können? Er hat sogar noch ein Foto vom Sperber gefunden. Sie hat einen ziemlichen Hinterrücksli-Typ gezeigt, wo die Kamera mit einem Ausdruck fixiert hat, wie wenn er Mitgift von seinem ungarischen Freifräulein würde zählen und die Gedanken auf sein Bankkonto schlagen. Hey, hört ihr nicht? Was?
Ja, wieder so eine Gutsche halt. Also, ich bin am gleichen Nachmittag wieder ins Museum zurück. Ja, das ist wirklich eine eigenartige Geschichte, Herr Rüsch. Sie haben recht, dem sollte man einmal nachgehen. Es scheint, dass sich unser Franz Ernst Sperber mit dem Kapellmeister eines hiesigen Kursaals in die Haare kriegte, wegen einer Lappalie. Sperber lebte bereits als reicher Rentner hier am Ort, aber er wachte eifersüchtig über die Aufführung seiner Orchestersuiten, die auch nach dem Krieg immer noch gefragt waren. So kam es, dass er mit diesem Kapellmeister, einem gewissen Ladislaus Loeb, über die Ausführung einer bestimmten Passage Streit bekam. Zuerst wurden Worte gewechselt, dann Schläge. Schließlich vereinbarten sie sogar ein Duell. Pistolen auf 30 Schritt, eine lächerliche Barbarei. Ein Schuss traf Sperber tödlich. Ein jämmerliches Ende. Und worüber zankten Sie sich denn so? Über ein lächerliches Detail, über die Ausführung eines einzelnen Taktes in irgendeinem von Sperbers Salonstücken. Sperber behauptete, es handle sich um einen Fehler des Notensetzers. Loeb berief sich auf das Gedruckte. Kurz, ein Wort gab das andere. Wissen Sie auch, um welches Stück es sich handelte? Ach, der Titel wird Ihnen nicht viel sagen. Es hieß Regen am Fenster. Bitte, Kinder, tut es doch mir zuliebe. Nur zum Spaß. Und wenn uns die Decke auf den Kopf fällt? Sowas finde ich direkt affig. Bitte mir zulieb. Nur so als Gag. Ich weiß jetzt nämlich, was es mit diesem 13. Takt auf sich hat. Die zwei haben sich über die Interpretation gestritten, einer bestimmten Stelle. Und welcher wohl? Wenn man den 13. Takt anschaut, so gibt es eigentlich nur eine Alternative, über die man sich streiten kann. Ob das zweite Viertel wie in den vorangehenden Stellen punktiert ist oder nicht. Also nicht so, wie es hier steht, da-di-di-da-da-di-da, sondern so, da-da-di-dam, da-da-da. Kapiert? Ja, wir sind ja nicht blöd. Und deswegen sollen die aufeinander losgeböllert haben? Ja. Also gut, wenn es unbedingt sein muss. Franz. Na, bist du jetzt zufrieden, Kleiner? Ja, wir haben uns alle nur angeschaut. Es war ein Krach, mitten aus dem Klavier raus, wo der Franz dran gesessen ist. Es Chattern, wie wenn einer mit einem schweren Hammer auf die Seite gebängelt hätte. Und irgendwie haben wir alle das gleiche Gefühl gehabt. Das ist jetzt die Antwort auf den Paul seine Frage. Bist du jetzt zufrieden, Kleine? Wie eine Antwort aus dem Geistreich. Ah, c'est étrange. Mais was mein Onkel Vielleicht Grasset... hat er auch eine Art gemeinsame Halluzination produziert oder so etwas. Also wie wir jetzt, meinst du? Mit Equipage, die noch immer nicht weiter ist? Was man aber auch gar nicht sieht. So dick ist der Wald jetzt auch nicht. Also wenn ich etwas sagen darf, dann ist das ein Kostümfest, wo alle nur mit Kostüm und Kutsche dürfen kommen. Langsam ein bisschen kalt. Wie lange ist der Bruni jetzt schon weg? Quart d'heure. Höchstens. Ja, wieso sitzen wir nicht ein bisschen ins Auto? Gute Idee. Jetzt hat er wieder gehalten. Die haben Nerven. Jetzt wieder? Nein, doch nicht. Was hast du vorhin gemeint, zuerst mit dem Onkel? Ah, ich hab da mal was ganz Ähnliches erlebt. Aber ich weiß nicht, Bruno kommt doch jeden Augenblick zurück. Ach, woher? Nicht kneifen, wer ansagt. Ja, ja, also gut. Solange er ist, meine Geschichte noch gar nicht. Nein, 72. Ich war in Fribourg in meiner Grafikerlehre. Was, du hast Grafiker gelernt? Habe ich gar nicht gewusst. Ach, du kennst doch meine Eltern. La musique, c'est pas une profession, c'est une passion. Et voilà. Et avec une passion kriegst du keine Pension. Ah, c'est ça. Aber sie machten mir die Lehre damit schmackhaft, dass ich in Fribourg bei meinem Onkel Grasset wohnen durfte. Charles Grasset, der Sammler. Großwildjäger und Schriftsteller, ja? Das ist dein Onkel? Ah, nicht direkt.
Meine Vater und er waren sehr gut befreundet. Grasset hatte ihm einmal das Leben gerettet oder umgekehrt oder sonst eine unglaubliche Geschichte. Ich wohnte bei ihm in dieser fantastischen Maison in der Altstadt von Fribourg. Eigentlich waren es 2 Häuser so ineinander gebaut, mit langen Korridoren und vielen Stufen und Ecken. Man wusste eigentlich nie genau, auf welcher Etage man sich befand. Und natürlich war alles vollgestopft mit alter Drehorgel von Grasset und seine Gemälde. Und in einem Freiluftbassin hielt er sich 2 mittlere Alligatoren. Oh, er war eine Original. Und dann diese jungen Mädchen bei einem Opa von 60 Jahren. Naja, am liebsten hatte ich die beiden langgestreckten Galerieräume mit ihren Reihen von französischen Malern des 18. und 19. Jahrhunderts. Die meisten unter ihnen vergessene Meister. Jean Maurice, Paul van der Straten, Boris Biglow und so weiter. Es herrschte eine ganz eigenartige Atmosphäre hier. Alte Mauern, dunkle Räume, viele Spinnen. Und Grasset nützte meine jugendliche Ehrfurcht natürlich schamlos aus. Mit anderen Worten, dauernd machte er mir Angst. Wie an diesem Abend, als wir vor seinem einzigen Baptiste Le Grec standen, einer kühlgrünen Landschaft mit Mühle und Pferden. Du kannst mir sagen, was du willst, Serge. Das Licht spielt hier einfach nicht richtig. Hier auf dem Le Grec? Nein, hier im ganzen Zimmer. Das ist ja bekannt. Ach, du mit deinem Spuk. Du weißt ja gar nicht alles. Eines Abends sah meine Tante von der Straße aus hier im Zimmer Licht. Ja, Licht. Obwohl sie 100%ig sicher war, dass sie alle Schalter ausgedreht hatte. Und wie sie hier ins Zimmer stürmt, mit einem Besen bewaffnet, da schwebt hier, schwebt ein Dämmerlicht im Raum. Und zwar überall. Unter den Möbeln, hinter den Staffeleien, wo eigentlich die Schatten hätten sitzen müssen. Na, sowas? Ja. Und das alles, sagt sie, ging von diesem Spiegel dort drüben aus. Diesem schönen alten Laurencin-Spiegel. Und wie sie hineinblickt, was sieht sie da? Einen Affen mit einer Banane. Mach dich nur lustig. Nein, sie sieht noch einen Spiegel. Und noch einen. Und unzählige Spiegel dahinter. Der Spiegel spiegelt sich selber. Da hing auf der Gegenseite eben noch einer. Glaubst du? Nein, da hing nichts. Gar nichts. Und wie sie jetzt den Schalter andreht, da saugt der Spiegel gleichsam das ganze Dämmerlicht auf. Verschluckt es wie ein Staubsauger. Serge, Staubsauger. Kommst du mit morgen zur Auktion? Nach Genf? Ich dachte, du gehst mit deiner schmalmündigen Lolita hin. Was mit Rosina? Aber doch nicht bei einer so ernsthaften Sache. Ein Baptiste Le Grec wird versteigert. Das Pendant zu dieser Mühle hier. Katalog Nummer 72D, Römische Landschaft von Jean-Marie Kahn. Öl auf Leinwand, 59 x 70. Entstehungsjahr vermutlich 1809. Zertifikate aus dem Jahr 1907. Gefällt mir gar nicht. 2 Einkäufer von Metropolitan. Einer von Guggenheim Chicago. Wir haben ja nichts verloren. Wart doch ab, Onkel. Rahmen in Punkturalbe mit verlapptem Zagenwerk. Katalogpreis 10, Schätzpreis 5.000. Was soll denn das jetzt wieder? Auktionsdeutsch, mit dem sie die Preise treiben. 19. Siehst du? 19,5. Habe ich es nicht gesagt? 20. Zum ersten. Der von Metropolitan nimmt ihn. Pass mal auf. Zum ersten. Zum zweiten. 20,5 zum dritten. 20,5. Die sind ja verrückt. Na, wer denn? Ich habe gar nichts gehört. Die rufen ja auch nicht. Die nicken bloß oder heben 2 Finger, wenn sie 2.000 mehr meinen. Oder 200.000. Und du, Onkel, dich kennen sie doch gar nicht. Nur keine Und nun ein Angst. Beispiel Achtung. aus der französischen Frühklassik von Baptiste Le Grec, La Vaucluse aus dem Jahr 1778. Reizende Darstellung eines Landsitzes, Öl auf Holz.
80 auf 122. Ich gehe mit 15 rein. Der vom Metropolitan kennt, aber der von Chicago. Den sehr schönen Triasblatt Gipsrahmen links leicht bestoßen. Triasblatt bestoßen. Ruhig. 12,5. Siehst du, sie sind bereits. Bietet jemand mehr? La Vaucluse von Baptiste Becquet. Für einen Klassiker seiner Art 13,5 zunächst. So mach doch. Bin ja dran. 15. 15,5. Jemand mehr? Meine Herren, vergessen Sie nicht das Le Grec. Aha, 17. Oh Mensch, du bist ja verrückt. In 5 Jahren kriegst du sowas nur noch unter der Hand. Und zum letzten 17.000, der Herr im grauen Anzug. Wunderbar. Wie er diese Abendstimmung getroffen hat. Ja, man hört praktisch die Bienen summen. Die müssen ja auch die 17.000 amortisieren. Na, hör doch auf. Wie er diese bröckligen, mürben alten Mauern rausgekriegt hat. Hier, bei dieser Brücke zum Beispiel. Und bei den Giebeln hier. Das konnten sie damals. Und dann haben sie es wieder verlernt. Schau mal. Da hat er ja noch einen hingepinselt. Einen, der von der Brücke ins Wasser starrt. Ja. Immer wieder neue Details. Dabei könnte ich schwören, Serge, du, die haben uns das falsche Bild mitgegeben. Im Original steht da keiner. Auf der Brücke? Ja, auf der Brücke. Auf dem Zertifikat, da ist vorne ein Farbfoto drauf. Moment mal. Eigenartig. Auf dem Original steht die Brücke leer. Die haben... Ja, aber sonst ist alles gleich. Nicht ganz, Onkel. Die Birke links. Hier. Der Baum sieht aus, als hätte jemand ein Segel drin aufgespannt. Ein Segel in einer Birke? Hier das Foto. Eine gewöhnliche Birke. Und hier das Original. Eine Birke mit einer Art Segel. Du hast recht. Nur das... Nein. Vor 2 Minuten war da nichts von einem Segel. Du meinst, das Bild hat sich verändert? Ja. Vor unserer Nase. Ein Gemälde, das sich verändert. Das ist doch eine optische Täuschung. Das ist doch das Gleiche wie bei diesen Postkarten, wo von der einen Seite eine im Bikini siehst und von der anderen Seite her hat sie nichts an. Oh, sorry. Ein 200 Jahre altes Bild. Je te jure. Und zwar innerhalb weniger Minuten. Auf der gemalten Brücke stand plötzlich ein gemalter Mann. Und in Birke hing eine Art Segel. Wieso denn ein Segel? Mehr da. Wir standen da mit offenen Mündern und plötzlich schien mir, auch das Licht über dieser gemalten Abendlandschaft verändere sich. Es hing düster rötlich in die Wolke. Mon Onkel verglich immer wieder mit der Farbfotografie, das auf die Zertifikat klebte. Und ich hatte immer mehr Angst. Der alte Spiegel im Zimmer schien plötzlich eine eigene Licht auszustrahlen, das überall im Zimmer war, unter Stühle, in alle Ecken. Und dann schien mir, jemand steige mit schwerem Schritt die Treppe hoch. Der Spiegel, Onkel Grasse. Siehst du nicht? Da kommt jemand. Und dieses Licht im Zimmer. Die Lampe, Serge. Mit wem hast du dich verabredet? Weiß nicht. Und dieser Spiegel... Onkel! Was sitzt du hier im ägyptischen Dunkel? Hey, Charles. Serge. Wen habt ihr erwartet? Das Licht, Onkel. Wie auf einen Schlag weg. Hat der kleine Fieber? Hey, Charles, ich dachte, du nimmst mich mit zur Auktion. Schon passiert. Ich dachte, Serge passt da besser hin. Ja, ja. Diese Auktion. Alte Meister, junge Mätressen. Rosina. Ah, und das wäre also die Neuerwerbung. Landsitz mit Gewitterhimmel und ein Verzweifelter im blauen Frack, der sich von der Brücke stürzt. Was? Im blauen Frack? Tatsächlich.
Eben hatte er noch. Eben trug er noch einen grünen Mantel. Bist du sicher? Bombensicher. Grün. Und ihr beide seid ganz sicher, dass ihr nicht im Delirium redet? Vielleicht seht ihr auch noch ein paar grüne Mäuse. So, Rosina, bitte. Jetzt schau die Birke an, Serge, wo vorhin das Segel war. Wieder ganz normal. Dafür trägt der auf der Brücke blau. Und vor dem Fenster hier steht ein Holunderstrauch. Ich werd verrückt. So. Jetzt rücken wir der ganzen Sache wissenschaftlich auf den Leib. Entweder wir halluzinieren oder die Kamera sieht das Gleiche wie wir. Du hast recht. Der Holunderstrauch vor dem Fenster ist neu. Gibt es nicht eine Art optische Täuschung, Onkel? Eine Maltechnik, die wir nicht mehr kennen? Trompe-l'œil? Quatsch. So. Jetzt halten wir erstmal den Status quo fest. Und dann vergleichen wir mit dem Bild auf dem Zertifikat. Pass auf, das Blitzlicht sitzt verkehrt. So. Jetzt Abstand 1 Meter. Du musst bis 40 zählen. Nicht bei diesem Modell. 18, 19, 20. Klebriges Zeug. Siehst du? Gestochen scharf. Mich trifft der Schlag. Ja? Das Fenster. Hier auf dem Foto ist das Fenster zerbrochen. Und im Original nicht. Und davor der Holunderstrauch, der gar nicht dastehen durfte. Dann hat sich das Gemälde verändert. Für das Blitzlicht. Und dann wieder... Zurückverändert. Noch eine. Diesmal gehe ich auf einen halben Meter. So. Und jetzt alles schön in einer Reihe. Original, Zertifikatfoto, erste Aufnahme, zweite Vielleicht hat dieser unheimliche Spiegel damit zu tun, dass der mit einer Art Spezialschliff die optischen Bedingungen verändert. Das glaubst du doch selber nicht. Hier, schau. Nummer 1, 3 und 4 zeigen den Mann auf der Brücke. Das Zertifikat nicht. Der Holunderstrauch ebenfalls auf 1, 3 und 4. Das zertrümmerte Fenster auf Nummer 3, aber weder auf dem Original noch auf dem Zertifikat. Noch auf der letzten Aufnahme. Dafür eine Gartenhacke auf 1 und 4. Da, neu hinzugekommen. Unter unserer Nase. Eine Gartenhacke. Du hast recht. Am Geländer angebracht. Mein Gott, Onkel, du tust so gelassen. Das alles hier darf doch gar nicht wahr sein. Das ist doch herrlich. Das ist doch fantastisch. Da sträuben sich dem Verstand die Haare und die Vernunft macht sich in die Hose. Sowas erlebt man nicht jeden Tag. Wenn wir das Bild dabei ertappen könnten, wie es sich verändert. Wir lassen es einfach keine Sekunde aus den Augen. Ich für meinen Teil richte mich jetzt jedenfalls bequem hier ein. Wenn du mich fragst, Onkel, ich hab die Nase voll. 5 geschlagene Stunden und nichts passiert. Ah, wunderbar. Kaffee. Und Sandwich mit Leberpastete. Ich habe eine kleine Überraschung für dich, Serge. Ja? Der Spuk ist vorbei. Was denn? Alles ist wieder beim Alten. La Vaucluse sieht wieder aus, wie es gemalt wurde. So wie auf dem Zertifikat. Da. Tatsächlich. Der Strauch weg, der Mann weg, die Hacke weg. Ist alles wieder wie vorher? Du, jetzt weiss ich nicht, ist mir kalt wegen deiner Geschichte oder kohlt es tatsächlich? Es ist schon ein bisschen frisch geworden. Aber Serge, ihr habt ja die Fotos nicht als Beweis. Natürlich. Nur Grasset nahm sie zu sich.
Ja, ich weiß nicht, wie es ihm ging in dieser Nacht. Ich jedenfalls verbrachte eine unruhige Nacht, oder was davon noch übrig blieb. Träumte von winzigen Männchen in Galerie, die auf gemalte Wiesen Federball spielten. Einmal in Halbschlaf hörte ich dann, wie mein Onkel telefonierte. Aber ich verstand nur ein paar Worte wie Rennes, Institut, so bald wie möglich. Und dann schlief ich wieder ein. Als ich erwachte, war Grasset weg. Auch das Bild. Auf dem Küchentisch ein Zettel. Bin in ein paar Tage zurück, sonst nicht. Es ging 3 Tage, bis ich wieder von ihm hörte. Am 2. Tag schaute Rosina herein, ließ sich auf eine Trink bitten, blieb zum Abendessen und dann noch, auf eine lange Arbeit. Achtung, Achtung, Serge. Du weißt, was Marlies für ein zartes Gemüt hat. Oh, das war doch diskret. Jedenfalls nächsten Morgen weckte mich Telefon. Onkel Grasset aus irgendeinem abgelegenen Ort, wo sie wahrscheinlich noch mit Kurbeltelefon arbeiteten. Das findest du auf keiner Landkarte. Montpesson, im Massiv Central. Hörst du mich? Doch, ja. Ein winziger Weiler. Was treibst du denn da? Ausspannen. Wer ist es denn? Sei doch still. Was tust du denn zu dieser unchristlichen Morgenzeit? Unchristlich, na hör mal, 8:30. Ich plaudere ein bisschen mit den Leuten hier. Ein paar Journalisten sind auch da. Die hatten vor ein paar Tagen einen Doppelmord. Jedermann reibt sich die Hände, sowas ist hier seit 500 Jahren nicht mehr passiert. Der Dorfpolizist hat seine Frau und ihren Geliebten erschossen. Oh, fantastisch. Ich bin ja gespannt auf die Details. Aber doch nicht am frühen Morgen. Die beiden hatten seit einem halben Jahr ein Verhältnis. Der Liebhaber war ein arbeitsloser Matrose, den sie ins Dorf zurückspediert hatten. Der Polizist schoss durchs Küchenfenster, verfehlte den Matrosen, erwischte die Frau. Dann gab's ein Handgemenge und der Liebhaber musste auch dran glauben. Die Polizei, dein Freund und Helfer. Aber warum? Hör doch auf. Ist jemand bei dir? Nur Rico. Er streckt mir dauernd die Schnauze ins Gesicht. Gib ihm eins hinter die Ohren von mir. Du, könntest du mir den France Midi vom Freitag und Samstag kopieren? Warum denn das? Na, eben wegen dem Doppelmord. Jetzt hör doch auf damit. Ja, merkst du es denn immer noch nicht? Ein Polizist als Doppelmörder. Ein Mann in Blau auf der Brücke. Das typische Flickblau. Ein Schuss durchs Küchenfenster. Eine zerbrochene Scheibe. Ein toter Matrose, ein Segel in der Birke. Mit der Hacke hat er sich noch gewehrt. Der Polizist versteckte sich hinter einem Holunderbusch, um die beiden zu überraschen. Er wirft die Pistole von der Brücke ins Wasser. Alles stimmt, du. Detail, Zeit, Ort. Am letzten Donnerstag um 8 Uhr abends, wie wir vor dem Bild saßen. Da geschah hier in Montpesson der Doppelmord. Wieso Zeit und Ort? Merkst du's denn nicht? Ich habe La Vaucluse gefunden. Na, das Haus, das Le Grec gemalt hat. Du meinst? Ja, steht immer noch. Sieht ziemlich genauso aus wie 1780. Bloß, dass jetzt eben der Dorfgendarm drin wohnt. Oder wohnte. Nur die Bäume sind natürlich ein bisschen anders, aber alles kannst du natürlich nicht verlangen. Verlange ich auch gar nicht. Hey, Onkel! Hörst du? Ach. Unterbrochen. Was verlangst du, Liebling? Nichts. Höchstens eine kleine Erklärung. Das glaubst du ja selber nicht. Der hat das Bild in ein Fernsehen gewirkt. Mit Live-Übertragung von einem Mord. Nicht schlecht. Kommt die Höhe? Jetzt müsste es dann aber langsam kommen. Ich habe 20 gehabt. Leck die kalten Hände. Ja, mit denen sollte ich heute Abend noch spielen. Ich bin ja nicht gerade in Topform. Jetzt ist er etwa... Warte mal. Er ist seit 40 Minuten weg. Ah, le voilà. Endlich. Und auf einem Roller. Der Bruno auf einem Roller, herzig. Kinder, wie geht's? Der Fall ist gelaufen. Der Garagist zur Stelle, der Keiler Riemen auch. Ja, Marlies, wie schaust denn du rein? Haben ihr den grossen bösen Wolf getroffen? Das ist der Koni Schlageter.
Der Tankstellenwart, wer hat das gedacht? Aber Den Abend? haben wir mal das Lämpchen da. Da hat er Glück gehabt. Das ist tatsächlich der Kehlriemen. Ist niemand durchgefahren, seit ich weg bin? So sehe ich überhaupt nicht. Haben Sie es hier da? Kein Bein. Aber wirklich kein Bein. Ausser ein paar Gutschen, aber die sind auf einer anderen Straße. Gutschen? Ja? Was für Gutschen? Und was für eine andere Straße? Da müssen Sie doch nicht mich fragen. Eine Straße ist Schloss. Jetzt müsste es da vorne sein. Der war ja schaurig schnell fertig. Wie viel hat er wählen? Das ist noch gegangen. Da aussen bin ich jetzt noch nicht so wie in der Stadt. Aber wieso da immer von einer Ruine redet? Jetzt hat er schon zum zweiten Mal behauptet, Janek sei kein Schloss. Da siehst du es selber. Wenn das eine Ruine ist, weiss ich auch nicht mehr. Wo? Jetzt rechts der Bäume. Ah, sieht sehr hübsch aus mit all diesen Fackeln. Der Flügel da ist jedenfalls prima beieinander. Jetzt würde ich zum leichten Imbiss nicht Nein sagen. Was meinst du, Marli? Soll ich in den Schlosshof reinfahren? Oh nein, ich würde nicht. Weisst du nicht, ob die Brücke hebt? Ja, für die Gutschen hat es einmal auch gelangt. Ja, schon gleich. Aber wenn ich Gutschen gesehen habe, dann stehen die jetzt im Schlosshof rein. Hey, da winkt einer. Willkommen, die Herrschaften. Den Weg gut gefunden. Ja, wie man es nimmt. Abig. Rüsch ist mein Name. Sehr erfreut. Spock. Guten Abend. Majordomus Spock auf Schloss Schaneck. Dann müssen Sie Fräulein Alder sein. Richtig, Herr Majordomus. Was für ein nettes Kostüm mit dem Chapeau da und den herzigen Ringolöckchen. Man tut, was man kann. Wenn Sie mir vielleicht Ihr Instrument anvertrauen wollen. Ja, Keine Sorge, ich habe gelegentlich auch darauf dilettiert. Ja. Und was sieht unser Feierabendprogramm für heute Abend vor? Einen beschwingten Foucault, einen Corelli, einen Leander Gerhardt, vielleicht sogar eine kleine Sonate von Jacques Leclerc le Jeune. So finde ich einen Aufsteller. Schnell, schneidig, schmerzlos. Zuerst ein Schlückchen, ruckzuck ein Auftritt, ein schöner Rittersaal und ein nettes Publikum. Also nun auch wieder nicht, hä? Die Person war ein bisschen wie Wachs. Hä? Unheimlich. Ja, so ein bisschen steif, würde ich auch sagen. Aber das ist von Anfang an gekommen, dass es frostig wird. So ein riesen Rittersaal, die 30 Leute drin. Es waren nicht 30, ja? Ich habe genau gezählt. 25 mit diesem Majordomus-Spock. Jedenfalls hat es tipptopp ausgesehen. Alle im Kostüm. Kerzenlicht überall. Die alten Kronleuchter. Schade, haben wir nicht auch Kostüm angehabt. Ich bin mir auch richtig endendress vorgekommen. Sonst hätte mir ein paar von diesen Reifrockkästchen noch ein bisschen genauer angeschaut. So moi, hein? Ich hätte nicht mit Steckli angefasst. Die hatten alle etwas Gläsernes in Auge. Ja, gläsige Äugel vom Saufen. Ja. Nein, also im Ernst, die hätten schon ein bisschen gastfreundlicher können sein. Für was? So ist es mir viel lieber. Eins ziehen, spielen, nur ein Encore und dann Bye-bye. Was wenn du bei Herr und Frau direkt ein Männchen machen? Ja, finden auch. So, Kinder, was meint ihr? Gehen wir noch in die Liesbacher Dorfbar eins zischen? Wir sind ja noch ziemlich früh dran. Warum nicht? Ja, mir ist gleich. Du musst aber abschließen, wie das letzte Mal. Aber der Majordomus Spock war herzig, wie der uns angesagt hat mit dieser Lorgnette. Überhaupt die Kostüme. Bis auf die Brille. Ich habe keinen einzigen mit einer Brille gesehen. Also nach pulsierendem, faszinierendem, überschäumendem Nachtleben sieht es da nicht gerade aus. Ja. Ist ein bisschen ausgestorben. Ah, schau mal. Dein Garagist, dein Freund und Helfer. So ist etwas los im Schloss Schaneck. Ja, und ob. Fräulein, 4 Glas Wasser und einen Zahnstocher. Hey, kennst du keine Blödere? Ja, du musst wahrscheinlich die Flasche selber mitbringen. Ah, nein, nicht einmal. Guten Abend, die Herrschaften. Guten Abend. Und, was darf sie?
Nimm schon einen Weissen. Nein, ein Glas Wasser und einen Zahnstocher. Conny. Löt nicht auf. Ja, also was wollt ihr jetzt? Also ein Römer-Johann. Nein, warte, einen halben. Es Gocki, ich muss noch fahren. Du Rouge? Aus der Gegend? Wir haben den offenen Kressenbergler oder einen Langenburger. Ah, ist egal. Dann würde ich sagen, 2 Kressenberger und einen halben Johann. 2 Gläser. Ja. Und ein Gocki. Gern. Ist alles. Und eine runde Glühwein für die kalten Knechen vom Rangruppen. Also kann ich nicht zusammen. Ich weiss gar nicht, was Sie immer haben mit Ihrer Ruine. Was? Ja, Sie meine, das Schloss ist doch noch prima beieinander. Ja klar, für Mauersegler und Mauerblümchen. Ach, lass ihn doch, der ist nicht ganz bach. Ja, vielleicht hat er da oben einmal einen Stein auf die Tötze bekommen. Mais laisse-lui. Ich mag Schloss auch nicht. Habt ihr übrigens gewusst, dass die Engländer früher in ihren Park künstliche Ruinen aufgestellt haben? Die von Anfang an als Ruinen gebaut worden sind? Das macht die Autoindustrie doch heute immer noch, künstliche Ruinen. Das sind die Autos oder Kühlschränke, die nach genau 2 Jahren auseinandergehen. Geplante Obsoleszenz heisst das. Nein, also immerhin hat er unseren Kehlreim in 2 Sekunden ausgewechselt, der Herr Schlageter. Wenn schon, dann kann ich schlagen. Oh, pardon. So, da hätten wir das Gocki. Ah, das ist für mich. Ah, Entschuldigung. Und einen halben Johann für die Dame. Und der Herr? Ja, ganze Nummer. Ah, danke. Der Römer Kressenbergler. Und der Terum für den Herzschlag wieder ein klein aufzutauen. Also kann ich jetzt lange zwar denn langsam. Fräulein. Das ist kein Fräulein, das ist Frau Engel. Ja, Frau Engel, wieso redet ihr immer von einer Ruine? Jawohl, das ist eine Ruine. Dabei handelt es sich um ein gut erhaltenes, gut geheiztes Schloss. Wir haben heute Abend im Rittersaal drin gespielt. Im Schloss Schaneck? Ja. Ja, also dann schauen Sie doch einmal das an. Der hängt immer da. Der Liesbacher Festkalender vom 76. Geben Sie mir noch mal. Ja, genau so hat es ausgesehen. Eine Zugbrücke und da in dem Flügel, das ist der Rittersaal. Ja, da haben wir gespielt. Ah ja? Aber was Sie anschauen, ist ein Stich aus dem Jahr 1760, ein paar Jahre vor dem grossen Brand. Und so sieht es heute aus. Ich habe da etwas gesehen. Was, der Steinhaufen? Das ist nicht das gleiche Schloss, ganz einfach. Es gibt nur ein Schloss Schaneck und das ist abbrennt. Bis zum großen Brand, der am 1. März 1777 den Donjon und die Seitenflügel vollständig zerstörte. Le Premier. Also vor genau 200 Jahren. Der Brand überraschte eine festliche Abendgesellschaft und forderte 25 Todesopfer, darunter sämtliche Mitglieder der Familie Pfeiffer von Schaneck. Pfeiffer Watches International. 200 Jahre. Ja, das hat jemand einen geschmacklosen Gag. Also, und schnell zwischendurch die Ruine aufgebaut, oder was? ja, aber die Einladungskarte mit dem Groggi und der Scheck und der Herr Spock. Ach, hört doch auf, das ist doch ein blöder Spass. Harry, sag doch auch etwas. Was soll ich sagen? Du musst doch nicht mich fragen. Hör doch auf. Das muss doch irgendwie... Also ich fahre noch mal rauf. Das gibt's doch nicht. Ah, ich verstehe. Die Equipage gehörte die Person. Die 25 Personen, die wir in Rittersaal gesehen. Die 25. Sag's noch mal. Tote. Wolfram, bevor wir gleich nochmal so die Rahmenhandlung anschauen und die musikalische Ebene, habe ich eine Den Grusel? Und den Grusel, entschuldige. Ja. Gut, dass du es nochmal betonst. Aber ich möchte, dass du bitte allen Zuhörenden einmal eine sprachliche Hörspielfinesse auseinanderklamüserst, weil wir lernen ja Serge im Auto auf dem Weg zum Konzert als waschechte Französin kennen, mit einem wunderschönen, mit einem wunderschönen Akzent natürlich. Und dann besucht er seinen Onkel und spricht perfektes Hochdeutsch. And go. Genau, also es ist ja auch ich habe noch kurz drüber nachgedacht, in Fribourg könnte man ja auch, wird auch Deutsch gesprochen, bin natürlich Schweizerdeutsch. Nein, aber die beiden
würden Französisch miteinander reden. Und da steht man als Hörspielmacherin oder Hörspielmacher immer vor der Frage, wie stellt man das dar? Die eine Variante wäre, die reden dann einfach beide Deutsch mit starkem französischem Akzent. Hätte jetzt hier den Vorteil, dass man keinen Bruch hat, sondern er einfach genau gleich weiterspricht. Man wundert sich nicht, dass die Figur auf einmal wechselt. Aber natürlich macht er natürlich auch kleine Fehler auf Deutsch. Unser junger Musiker. Es ist natürlich auch komisch, wenn der einen Fehler macht, wenn er eigentlich in seiner Muttersprache spricht. Das ist das eine. Und wofür sie sich entschieden haben, ist dann die Variante, nein, die reden dann quasi Hochdeutsch miteinander als das Neutrale. Um den Bruch zu markieren, nee, die reden anders miteinander, als wir sie davor gehört haben. Und das Hochdeutsch steht dann für Französisch, für die Muttersprache. Ich finde es lustig, mir ist aufgefallen, musste darüber nachdenken, wir haben es zum Beispiel bei Grauen auch schon verschieden gemacht. Also es gab eine Folge mit Besim. In Albanien wahrscheinlich? Wo genau bei seinen Großeltern ist, die reden einfach 1:1 weiter Schweizerdeutsch, als wäre nichts gewesen. Dann haben wir Folgen mit Zoe bei Grauen, die ja immer sagt, sie hat eine amerikanische Familie. Und sie erzählt im Lagerfeuer auf Schweizerdeutsch, wenn sie aber in Amerika ist, reden dann alle Hochdeutsch. Du, ich glaube, es gibt auch keine Lösung. Weil genau wie du es beschreibst, mir ist es jetzt hier bei der 1002. Nacht auch sofort aufgefallen. Aber genau aus den gegebenen Gründen, die du genannt hast, wäre es mir auch aufgefallen oder ich hätte drüber nachgedacht, wenn die beiden mit französischem Akzent miteinander gesprochen hätten. Also, unlösbar. Oder? Ja, außer wir machen mehrsprachige Hörspiele. Naja, wir können halt einfach keine Untertitel machen. Ne? So. Ja. Im Unterschied zum Fernsehen, da wäre es ganz einfach und wir müssen halt dann Lösungen finden. Ja, das ist ja, also das macht ja wirklich ein ganz hohes Maß an Authentizität aus, wenn du solche Passagen hast, Film und sowas. Da müssen wir wirklich eigentlich größtenteils drauf verzichten. Aber jetzt wird ja auch gesagt, dass gerade Grauen- und Gruselgeschichten eine klangliche Authentizität in Geräuschen und Räumen und sowas, Mundart eben, das ist auch auf Mundart, den Grusel eher bestärken, wenn das alles aus meiner Welt, aus meiner nahen Welt kommt. Wie geht's dir denn jetzt mit der 1002. Nacht? Also ich habe da natürlich jetzt wirklich mit ganz, ganz spitzen Ohren zugehört, mache ich sonst auch schon als Hörspielliebhaber und Hörspielmacher, aber insofern, als wir wirklich mit Grauen versucht haben, eine heutige Gruselserie zu schaffen und die auch weiterentwickeln, habe ich da wirklich genau hingehört, wie sie es machen und ob es funktioniert. Ich finde, also für mich funktioniert es extrem gut, aber es sind ganz viele Sachen sehr anders. Hier ist ja wirklich eigentlich dieses klassische paranormale, übersinnliche Phänomene, die geschehen. Also ein Mensch taucht auf, der eigentlich tot ist im Moment, also 2 Stunden nachdem er gestorben ist, weil er noch mit dem ÖV gereist ist. Dann die Musik bricht immer ab oder immer passiert was beim 13. Takt, weil das der große Streitpunkt war für den verstorbenen Komponisten, der am Schluss dieses Geisterschloss, das belebt wird, quasi zur Geisterstunde und Leute da sind, auch mit dem Bild. Für mich, beim ersten Mal dachte, okay, sie gehen einfach sehr ruhig die Sache an, indem man so eine klassische Geistergeschichte bekommt. Und dann die zweite ist für mich eigentlich ähnlich mit dem 13. Takt, wieder mehr so was Übersinnliches. Dachte erst, also wir bei Grauen, wir haben uns irgendwann angefangen, so Mühe zu geben. Nein, die Leute müssen Gefahr kommen, es muss wirklich was passieren, Action, eben wirklich Gefahr, man muss Angst haben um sein Leben als Figur. Das geschieht für mich hier eigentlich nie richtig, hat niemand Angst. Und dann bin ich aber irgendwann in so einen Groove reingekommen, eben den Groove des Hörspiels, wo ich fand, doch, wenn man dann immer noch mehr so paranormale Geschichten hat, und überall taucht noch was Übersinnliches auf. Irgendwann glaubt man, ja, vielleicht ist ja dann doch was dran. Vielleicht gibt es dann wirklich noch eine Welt mehr. Und ist natürlich geschickt, finde ich, sehr geschickt noch verbunden mit der Rahmenhandlung. Man weiß natürlich, worauf es hinausläuft. Es wird immer gesagt, ja, vom Tankwart schon, ja, welche Ruine und so. Also diese Ruine, da können sie gar nicht spielen. Und doch zum Beispiel diese Kutschergeräusche oder dass der mit dem französischen Akzent dreht sich um und sieht eine Kutsche, die anderen haben sie gar nie gesehen. Irgendwie ist es dann doch auf so vielen Ebenen immer wieder gesetzt, dass man dann doch irgendwann so, zumindest für die Dauer des Hörspiels, dann doch mal die eigene Wahrnehmung hinterfragt. Gibt es nicht vielleicht noch mehr? So, da finde ich es wirklich für mich wirklich extrem effektiv, funktioniert bei mir sehr gut. Ich meine, ihr habt ja den Podcast auch nicht
Grusel genannt, sondern Grauen. Mhm. Also dass es da ein bisschen mehr an die Bohnen sage ich schon, an die Knochen, an die Bones gehen soll. Die Bohnen, ja schön. Wirklich Programmatik, während es hier ja darum geht, diesen leichten Schauer. Und ich finde, gib dir recht, je größer du diesen Blumenstrauß an kleinen Episoden machst, auch wenn die gar nicht so bedrohlich sind, stellt sich trotzdem so ein bisschen unangenehmes Gefühl, stellt sich her. Ich fand ja wirklich am bedrohlichsten, das war quasi so eine Nebenbeigeschichte, in der 13. Takt, wo sie dann ihr Konzert gut über die Bühne gebracht haben, ohne Störung. Und dann kommt dieser Rentner und erzählt ihnen, dass er früher so eine Tanzhalle hatte, wo die Decke runtergekommen ist. Das ist so eine Horrorvorstellung. Genau, wird nur so nebenbei erzählt und sind ja auch alle unverletzt geblieben. Oder keiner ist gestorben, aber vielleicht kommen sie auf dem Weg, es gibt ja mehrere Folgen, 6 gibt es insgesamt, von der 1002. Nacht, auch noch ein bisschen an The Bones. Ja. Also vielleicht funktioniert es ja auch, weil genau diesen Zweifel mit, gibt es nicht doch mehr, da könnte doch was dran sein, den haben natürlich auch die Figuren immer wieder untereinander. Also wohl in den Episoden selber, kann das jetzt wirklich sein, der Junge ist da gestorben und jetzt war aber hier da, haben wir das jetzt wirklich gesehen auf dem Bild? Und aber auch in der Rahmenhandlung wird ja ständig drüber gesprochen, ja, ist es jetzt wirklich so geschehen? Und auch da noch so eine kleine Bemerkung, wo ich auch in Grauen Dach denken musste. Lustig ist, dass dann immer alle anderen das so in Frage stellen, darüber lustig machen. Ja, das war ja nur eine Wahrnehmungstäuschung oder das war nur das. Man sich überhaupt lustig über die Geschichten der anderen, dass es Quatsch sei, gar keine echte Geistergeschichte. Aber wenn dann ihre eigene kam, die war aber dann wirklich so übersinnlich, die dann aber echt. Das finde ich noch sehr amüsant. Ja, ich meine, solche Erklärungsversuche für scheinbar Übernatürliches gibt es ja auch bei Grauen, aber du hast schon recht, da ist die Akzeptanz dafür, dass es so Anderwelten gibt, irgendwas beyond oder unter oder über uns, schon viel mehr verankert als vielleicht hier. Deswegen finde ich dein Bild von diesem, dass man den Zuhörenden damals in der alten Geschichte des Hörspiels erstmal überhaupt die Möglichkeit nahebringen wollte, das zuzulassen. Also bei diesen ganzen Geistergeschichten ja auch eine feine Mystik. Also weißt du, es ist wie was feiner Gewobeneres und in Grauen ist quasi die Akzeptanz für Body-Horror, für Horror überhaupt schon auch durch das, was Film, Fernsehen und Bücher in der Zwischenzeit hervorgebracht haben, viel gesetzter. Aber sie haben doch schöne Musik gemacht. Nach Seltsame Wege finde ich das jetzt nochmal auch so toll gespielt. Und auch so, wenn die Musiker sich da unterhalten. Kleiner Apart, ich finde ja diese Salonmusik sehr schön. Und die machen sich so heavy drüber lustig. Aber eben, mit welchem Fachjargon sie da auch rangehen und sowas, das hat mir gut gefallen. Dass sie mich da nicht als Laien zu blöd in die Ecke gestellt und mir das sehr simpel erklärt haben. Ja, sie haben du hast total recht, sie haben so einen schönen Spagat geschafft, dass es nicht dumm ist. Also man nimmt ihnen ab, dass sie jetzt Musiker sind, die sprechen und gleichzeitig bist du nicht komplett außen vor. Du bist wie gut reingegangen, wirklich geschickt geschrieben. Ich musste auch so lachen, als dann wenn sie diese Salonmusik dann spielen, dann kommt doch der Herr, der Casino besitzt und sagt, sie haben das wunderbar gemacht, dass diese Musik trotzdem nicht kitschig ist und so. Genau. Das war das schönste Lob. Nein, ja. Mir hat die auch sehr gefallen. Nein, ich finde doch wirklich es ist echt so schön gebaut, auch, dass die schon am Anfang an 4 Musiker sind, die wohin fahren müssen. Man hat auch so ein bisschen dieses Geplänkel, ja, da mal wieder schnell nach Hause oder noch was essen oder am Schluss sagen sie, ja, am liebsten habe ich nicht noch lange quatschen und einfach was trinken, wieder abbauen, dann gehen wir noch in die Kneipe. Diesen Alltag, der jetzt, finde ich, sehr schön. Die Hände dürfen nicht zu kalt sein. Die Hände sind nicht genau. Ja. Das stimmt wirklich, finde ich, viel stimmt da. Überhaupt finde ich, Entschuldigung, noch so eine Klammer, dass mit den Texten so ganz vielen Stellen schön gearbeitet, dass der eine dann noch sagt, für mich noch eine Cola in der Kneipe, weil ich muss noch fahren und so. Genau. Ich finde das irgendwie wirklich gut mitgedacht. Ja, aber sonst der Rahmen mit der Musik, ich finde es toll, dass es in einer Binnengeschichte eben vorkommt mit dem 13. Takt und dann halt am Schluss auch nochmal mit dem Rahmen. Das ist wirklich geschickt gemacht. Aber wird trotzdem auch nicht die ganze Zeit in jeder Folge mit Musik. Und könntest du, jetzt haben wir immer mal so ein bisschen im Vergleich zu Grauen gemacht, könntest du jetzt eine deutliche Unterscheidung zum Feriemar ziehen? Also ich fand den Feriemar immer noch eine Spur lustiger und ironischer. Die haben eigentlich, fand ich, immer noch mehr so eine gute Zeit miteinander.
So, und auch in den Geschichten hat es für mich noch so einen Tick mehr eine ironische Wendung. Sag doch kurz für alle, die Verzelle des Ferienmal nicht kennen, was meinst du mit, die haben eine gute Zeit miteinander? Es gibt auch so eine Rahmenhandlung. Genau, die Rahmenhandlung ist da ähnlich wie hier. Ist noch, da machen sie gar nicht mal eine Autofahrt, sondern mehr mal ist in einem Hotel und ist eingeschneit oder Hörspielaufnahmen gibt es auch. Die schönste, also der schönste Rahmen natürlich ist Hörspielaufnahmen, dann spinnt die Technik, die spukt. Es spukt im Hörspielstudio im alten Bruder Holz eben. Und dann fangen sie an, sich Geistergeschichten zu erzählen. Aber sie sind wie noch ein bisschen, zum Teil werde ich noch ein bisschen überdreht und Hanebüchen. Also einer erzählt dann, er war eigentlich mal dann früher Goldgräber in Amerika und jetzt ist er halt Schauspieler im Hörspielstudio. So Geschichten. Der andere hat in Afrika gelebt und war dann noch halb Großwildjäger oder so. Ist noch mehr Abenteuer, noch ein bisschen irrer alles. Und das ist es wie von vornherein, finde ich, dann noch etwas überdreht und dadurch auch nicht ganz so fein gewebt, wie du es jetzt hier gesagt hast, aber halt mit so bunten Farben. Aber dann lass uns das Hörspiel geschichtlich auch noch ein bisschen eingleisen, weil du hast ja bei Seltsame Wege auch gesagt, dass die ersten Hörspiele gar nicht so aus dem Deutschschweizer Raum waren, sondern dass man sich da auch sehr bedient hat an eher so Abenteuergeschichten von Amerika oder weiß nicht was. Vielleicht schwang das beim Ferienmal auch noch ein bisschen mit, dass man so eine Exotik, so was Internationales, Aufregendes, was eben nicht aus der Lebenswelt ist, einfängt. Die sprechen auch da nicht Mundart oder ist das gar nicht einheitlich? Die sprechen meistens Hochdeutsch, ist die ich gerade im Kopf habe. Und da gibt es oft noch eine Figur, die dann Baseldeutsch redet. Zum Beispiel. Schön. So. Den Beppi noch mit reingesetzt. Ja. Aber das könnte ich mir vorstellen, dass es bei 1002 Nacht, eben was du auch gerade genannt hast, dass es so nah an der Lebenswelt ist, dass die Sprache... Ja, total. Ja. Nein, nur noch eins. Und dann hast du halt eine, die dann auf einmal noch sagt, eigentlich ist sie, spricht die ganze Zeit perfekt Hochdeutsch, aber dann ist sie eigentlich Französin. So. Aha, okay. Und kann dann noch die ganze Geschichte aus, wie sie es dann in Frankreich früher gemacht hat, neben dem ersten Leben mit dem reichen Ehemann. Sorry, so Zeug. Genau, aber hier sind wir doch, finde ich, durch die Sprache viele kleine Interaktionen, finde ich, viel näher dran an so einer Lebenswirklichkeit. Aber was, wo sich Grauen vielleicht ein bisschen unterscheidet, aber nur minimal, vom Grundkonzept ist es ähnlich. Das ist jetzt bei Ferienmal beschrieben und hier bei 1002 Nacht erlebt man es auch. Die Leute sind alle in einer Situation wider Willen gefangen. Also wie du hast gesagt, im Hotel eingesperrt oder im Hörspielstudio geht es nicht weiter. Hier ist ja auch, das Auto bleibt liegen. Und bei Grauen habt ihr als Erzählsituation ja eigentlich eine freiwillige. Aber ich meine, ihr habt auch, in welcher Geschichte werden wir jetzt sein? Also die wievielte Folge wird es geben? Sind schon ein paar mehr, meine ich, als von Ferienmal oder von 1002 Nacht. Also im Sinne der Reproduzierbarkeit ist dieses Lagerfeuer eine freiwillige Situation wahrscheinlich einfacher. Also bei uns war es ja tatsächlich noch am Anfang so von Grauen, dass die nicht ganz freiwillig da sind, sondern es ging ja darum, dass Zoe wieder aufgetaucht war und man sich deswegen wieder getroffen hat, wegen dieser Backstory 20 Jahre früher. Aber jetzt ist schon, dass sie freiwillig hingehen. Genau, bei uns war halt der Entscheid, einen wiederkehrenden Cast zu nehmen. Dieselben Leute, die wieder auftauchen, führt natürlich dann auch schon zu so lustigen Momenten, wo du sagen musst, ja, was passiert denn eigentlich alles noch so in ihrem Leben? Es sind wirklich Magneten, die das so anziehen. Und ein Punkt, den man aber hier auch hat, weil ich das vorhin mit der Gefahr gesagt habe, das ist natürlich schon so eine Sache, wenn der erzählt, in Gefahr ist, weiß natürlich schon ein bisschen, der wird es wahrscheinlich überleben. Ja. Und das ist natürlich auch ein Problem bei Grauen. Das ist natürlich bei uns jetzt ein Riesending, wenn dann doch mal eine Figur sterben würde. Okay, könnt ihr den Gag bringen, dass einer gar nicht er selber ist, sondern artificial person. Ja. Aber dann ist es auch vorbei. Genau. Das stimmt. Aber ich meine, selbst hier weiß man ja auch, sie können die Geschichte erzählen, dann sind sie wahrscheinlich nicht gestorben, wenn sie so das am Lagerfeuer erzählen, außer einer ist ein Geist. Kann man ja schon immer mal bringen, den Guten. Aber sie haben sich ja entschieden, dann von Folge zu Folge sowohl beim Ferienmal als auch hier ein neues Ensemble zu bringen. Darf ich noch ganz kurz diese erste Geschichte, die Rückkehr, wollte ich nur noch sagen, ich fand das sehr berührend. Dieser bisschen schwer erziehbare Junge oder der so ein bisschen Probleme hat, sich einzufinden und dann da verunglückt und aber ob nun eben nicht in wirklich, aber als Geist nach Hause reist und seine Mutter sucht. Oh, ja. Blutet mir ein bisschen das Auge. Nein, das Herz, ja, fand ich schön. Ja. Also auch das Setting das war auch ein sehr schön familiäres. Also diese Küche, wo sie da sitzen, ist jetzt nicht die mega heimelige, aber die Handgriffe, die sie gemacht haben, den Fenchel zu putzen und die Bohnen. Mittendrin im Satz kommt dann Krebs mit dem Fenchel. Nein, den müsst du noch waschen und so. Genau, ja, total. Das ist sehr hübsch.
Gut geschrieben. Ging mir auch so. Ich fand die auch berührend. Ich fand die auch wirklich gut am Anfang. Das ist tatsächlich für mich auch so ein Feld, wo ich sagen muss, ich glaube jetzt ja nicht direkt an so Sachen, aber nein, ich finde in so besonderen Situationen, wo Leute sterben oder wo man krasse Nachrichten bekommt, fängt man ja dann auch an, nochmal wie andere Sinnzusammenhänge zu sehen. So, also ich hatte einfach nochmal, wo ich mal von jemandem gehört habe, im Nachhinein, wo er eine schlimme Diagnose bekommen hat für einen Krebs mit Bauch. Es war genau, wo ich dann gehört habe, im Nachhinein, es war jetzt so ein Tag, wo lag ich im Bett mit extremen Krämpfen, mit so Bauchkrämpfen, weil ich einfach krank war. Und natürlich ist es ein totaler Zufall, aber so schon einen Tag danach, mir ist es halt sehr eingegraben, weil man einfach dann so einen Sinn sucht. Und ich weiß es auch bei jemandem anderen, dass jemand gestorben und da in der alten Hütte, wo immer eine Eule da im Shoppen quasi gelebt hat, dass die dann an dem Tag auch rausgeflogen ist und nicht mehr zurückgekehrt. Das sind auch so Zufälle, aber die halt eben dann passieren. Und das finde ich bei der Geschichte, für mich klingt sowas da stark an. Und doch denkt, wenn jetzt jemand stirbt, irgendwie merkt man es auch über 1000 Kilometer entfernt. Und das, finde ich, macht diese Geschichte, und das finde ich ihm sehr geschickt, dass sie einen da so abholt. Bei den anderen ist man dann schon beim 13. Takt, finde ich, muss man schon ein bisschen mehr. Das ist so ein bisschen Theaterfolklore, so Geschichten, die urbanen Legenden aus dem Theater. Und bei dem Bild ja noch mal stärker, dass das Bild sich verändert. Aber da bin ich schon gut dabei, dann glaube ich schon irgendwie alles. Ich fand die Veränderungen halt gut. Mega. Ganz was toll. da gewählt wurde, das war so, ja, warum taucht ein Segel im Baum auf? Wie muss ich mir ein Segel im Baum überhaupt vorstellen? Ja, das war schön. Aber ich möchte euch alle nochmal darauf aufmerksam machen, was Wolfram vor ungefähr 2 Minuten gesagt hat, nämlich, dass er eigentlich nicht an Übernatürliches glaubt. Ich finde, die Challenge steht im Raum, dass wir daran arbeiten werden, ob künstlich herbeigeführt oder einfach warten, dass es nicht nur Zufälle gibt. Also who knows, ich weiß es ja auch nicht. Aber das finde ich noch schön. Ich freue mich auf Anekdoten von dir, Wolfram, die aus dieser Richtung kommen, wo du sagst, na, vielleicht. Vielleicht doch. Vielleicht doch, genau. Genau. Wunderbar. Wir machen weiter mit 100 Jahre Schweizer Hörspiel im Krimi-Podcast. Wir werden aber auch noch einen grauen Termin in diesem Blog haben. Das stimmt. Und da gibt es auch noch mal was Historisches. Genau. Bevor es natürlich dann schon wieder Richtung Halloween mit den ganz neuen grauen Folgen weitergeht in der neuen Staffel. Oh, es geht Schlag auf Schlag. Geht Schlag auf Schlag. Bis zum nächsten Mod. Macht's gut. Das war ein Podcast von SRF. Produziert im Auftrag der SRG.